In Ostturkestan werden weiterhin bekannte Persönlichkeiten in vermeintlichen Ausbildungslagern interniert. Neuesten Erkenntnissen zufolge wurde Ubeydullah Ibrahim, uigurischer Meister der Literatur, von der chinesischen Staatsgewalt verhaftet. Der berühmte Wissenschaftler soll sich in einem Lager nahe Urumqi befinden. Genaueres lässt sich derzeit nicht feststellen. Der Präsident des Osttürkischen Nationalkomitees Seyit Tümtürk fand sich gemeinsam mit einer Delegation in Indonesien ein. Dort traf Tümtürk Zaitun Rasmin, den Präsidenten der Versammlung der Gelehrten und jugendlicher Intellektuellen, eine der größten islamischen Bewegungen Indonesiens, sowie den Generalsekretär Bakhtiar Nasir, um die Lage Ostturkestans detailliert zu erklären. Im Dezember 2018 versammelten sich 1 Million Indonesier, um gegen den Genozid in Ostturkestan zu protestieren. Zudem fand gestern eine Demonstration in Bangladesch gegen die chinesische Tyrannei statt. Der Sportwarenhersteller American Badger beschloss, von der in Ostturkestan angesiedelten Taida-Firma keine weiteren Waren mehr zu kaufen. Die Firma wird verdächtigt, gefangene Uiguren unter Zwang arbeiten zu lassen. Lu Kang, Sprecher des chinesischen Außenministeriums, bezeichnete die Entscheidung des amerikanischen Konzerns als eine traurige Situation. Seiner Behauptung nach habe sich China von Zwangsarbeit abgewendet. Der Nationale Sicherheitsrat Japans hat dem Einkauf von 105 F-35 Kampfjets zugestimmt. Zuvor wurde der Verkauf von 42 F-35 Kampfflugzeugen gebilligt. Somit ist Japan mit 147 Kampfjets der größte internationale Auftraggeber. Der amerikanische Außenminister Mike Pompeo verwirrte mit seiner Aussage über den Abzug amerikanischer Truppen aus Syrien. Donald Trump denke laut Pompeo darüber nach, in Syrien erneut militärischen Einfluss zu nehmen. Pompeo dagegen hofft darauf, dass dies nicht notwendig sein wird. Vor dem Besuch John Boltons, einem nationalen Sicherheitsberater der USA, twitterte Trump über den schnellen Rückzug der amerikanischen Truppen aus Syrien.